Hast du schon mal ein Video vom anderen cringe gefunden? Wenn ja, welches? Amaelo anonym anrufen und so tun, als wäre man der grösste Fan. Schon mal was mit einem anderen YouTuber gehabt? Bist du ready? Bin nicht ready. Hey, mein Pony. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin mal da mit der LaRouche. Das ist mein Outfit. Yes. Wow. Und wir machen heute Wahrheit oder Pflicht? Ich glaube, das könnte ganz lustig werden. Ich habe da ein paar Sachen aufgeschrieben. Ein paar weiss ich schon, ein paar noch nicht. Ihr könnt es mir auf Instagram stellen. Könnt mir gerne auch folgen. Ich heiße dort Natisel_. Wir haben noch bei der Laras Video gedreht. Ihr könnt gerne auch noch vorbeischauen. Was haben wir gedreht? Wir machen das Video, wo wir dann in einem Jahr nochmal zurück drauf schauen und schauen, wenn es noch gleich geblieben ist oder was sich verändert hat und so. Und euch wünschen wir natürlich ganz ein schönes, gutes, tolles 2021. Stimmt! Ich hoffe, ihr habt einen guten Wunsch gehabt. Ist alles super geflutscht. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel, sondern fangen einfach mal mit dem Video an. Let's go! Wer will anfangen? Ich würde sagen, du fängst an. Frag die andere Person auf ernste Weise, ob du an ihrem Ohrläppchen abknabbern kannst, wie ein Liebesgeständnis. Aber ich muss es nicht machen, das ist jetzt... Doch, du musst jetzt... Aber ich muss nicht knabbern? Nein. Okay, ich habe eigentlich schon immer mal... Zweiter Versuch. Eigentlich wollte ich schon immer mal fragen, ob ich an deinem Ohrläppchen kann. Du schaffst das, du schaffst das. Dritter Versuch. Ja, ich wollte eigentlich schon immer mal fragen, ob ich mal an deinem Ohrläppchen kann knabbern. Weil es ist irgendwie mega attraktiv. Also ich weiss nicht, wenn ich es anschaue, dann macht mich das an. Was? Ey, das ist so peinlich! Das war die erste Aufgabe. Ich habe gar keinen Bock auf das Video. Okay, es ist ganz easy, es ist einfach eine Wahrheit. Und zwar, wie alt bist du bei deinem ersten Mal? 18. Wow. Bitte, ist es auch mal eine Wahrheit oder so? Mach eine Story, wo du sagst, dass du einen OnlyFans-Account hast. Ich bin so dumm! Für die, die nicht wissen, was OnlyFans ist, ich das nicht gewusst. Ich habe auch nicht gewusst, sorry. Auf jeden Fall, das ist sozusagen eine Plattform, ähnlich wie Instagram, einfach ab 18, wo es ein bisschen erotische Bilder gibt. Und für das muss man halt zahlen, damit man die anschauen kann. Und Lara tut jetzt auf Instagram offiziell ankündigen, dass sie einen OnlyFans-Account gemacht hat. Aber ich habe eine Frage. Wieso weißt du, was das ist? Das kann ich, das bin ich. Scheiße, das muss voll ernst sein. Ja. Ich kann schon sagen, dass ich einen OnlyFans-Account erstellt habe, erst gerade, weil irgendwie macht es mir momentan mega Spaß, so ein bisschen erotische Bilder zu machen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, auf Insta hat mega viele so kleinere Kinder, sag ich mal, die das vielleicht noch nicht gesehen haben. Darum habe ich einfach gedacht, mache so einen Account. Und es wäre voll cool, wenn wir dort vorbeischauen. Ja, und mir ist gedacht, du bist ja selber nicht mal 18. Also am Schluss, wenn wir es nicht vergessen vom Video, dann sagen wir, was so ungefähr die Reaktionen waren. Und ich bin so gespannt. Und das waren die Reaktionen. Eieiei, Lara wird Pornostar. Oh shit, gerade 5 Franken zahlen. Muss man zahlen? Okay, ich bin dran. Nein! Was ist es? Ist ein kleines Stück Zwiebel? Ja, oh Gott, ich bin so froh, ich das nicht. Oh mein Gott, ich habe gar nicht gewusst, dass es kommt. Ich glaube, das ist nicht mal Zwiebel, ich habe das nicht unten gefunden. Das ist auch noch Dings. Wie heisst es? Das ist Knoblauch. Egal, das ist noch schlimmer. Schön, dass ich nach ihrem Mundgeruch darf einatmen. Oh mein Gott, das ist so scharf. Oh mein Gott, oh, ein Scharf. Aua. Weißt du, ich fühle mich immer wie so eine Pussy an den Videos, wo ich nichts abschlucken kann. Also. Der andere darf der mit Kleberli das Gesicht verziehen. Let's go! Das macht mich glücklich. Gemein. Ich bin so ein Opfer. Wieso darf ich das nicht machen, wenn ich es gezogen habe? Der andere? Es gibt auch so einen TikTok drin. Sag mal! Man sieht gar keinen Unterschied! Spinnst du? Was? Ich sehe keinen Unterschied, Idiot. Ich finde, jetzt siehst du endlich mal schön aus. Der andere darf deinen Arm wachsen. Endlich mal etwas für mich. Boah, ich keine Lust auf die Ich hoffe, es Scheiße. tut dir so weh. So, ich möchte es gerne da drauf haben. Okay, bist du ready? Oh mein Gott! Deine blonden Haare. Ja, also ich habe immer weniger Bock auf das Video. Ich habe es schon lange aufgegeben.
Deine schlechteste Note in deinem Leben bis jetzt? Ich weiss gerade nur in der FMS meine schlechteste Note. Ein 3,1. Ein 3,1? Ja. Wieso? Kann ich, das ist voll nicht schlecht. Also... Ich glaube, ich bin noch nie unter den 3er gekommen. Das bin ich noch nie. Gut, wir machen weiter. Welches ist dein peinlichste Video, das du auf YouTube veröffentlicht hast? Eigentlich ist es ganz einfach. Also zählt auch, dass ich es nachher wieder abgenommen habe, sozusagen. Weil wenn ja, dann ist es meine 300 Wörter in einer Minute Rappen Challenge. Ich glaube, du hast die noch nie gesehen. Das zeigst du noch mal. Es hat irgendwie vor 2 Jahren oder so, hat es mal so eine Challenge gegeben, wo man nominiert hat, haben wir 300 Wörter müssen rappen in einer Minute. Bei Marc und beim Adi und Can und so ist es noch online. Und irgendjemand hat mich nominiert und ich habe das auch gemacht. Das war eine Katastrophe, alle. Hey zusammen, willkommen zu meinem Rap. Erwartet bitte nicht, weil das wird ein weiser Crap. Wie sollte ich rappen? Ich bin doch blond. Lieber snappen ohne Grund. Ganz unangenehm. Und das ist, glaube ich, das peinlichste Video, das ich auf YouTube veröffentlicht habe. Aber es ist jetzt nicht mehr online, also ich kann es nicht finden. Würdest du ein One-Night-Stand haben, wenn du keinen Freund hättest? Oh, spannende Frage. Das ist voll schwierig zu beantworten, aber ich denke, also ich glaube, wenn ich älter wäre, dann maybe. Aber ich glaube jetzt so mit 17 noch nicht. Oh no, 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 ich habe Bock auf das. Okay. Amaelo anonym anrufen und so tun, als wären wir der grösste Fan. Oh mein Gott, es wird so unangenehm, es ist so unangenehm. Ja, hallo, ja. Hallo? Ja, wer ist da, ja? Ist da der Amaelo? Ist da die Auskunft? Ja, die ist da, ja. Was? Nee, ich bin da, ja, oh ja. Ich finde deine Videos mega cool und ich kann das einfach mal wieder sagen. Ich habe auf Insta geschrieben, aber du hast nicht zurückgeschrieben. Ah ja, scheiße, ja, sorry. Hä, hast du gecheckt, dass ich's bin? Ja, Oh Mann! Ich habe gesagt, mit Check. wie steht bei mir auf dem Handy? Fuck! Nein! Wieso steht das auf deinem Handy? Das steht bei mir, ich weiß nicht wieso. Oh Mann! Also, noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss! So dumm! Es steht für das Home-Telefon steht der Name von meinen Eltern. Okay, richtiger Fail, es hat absolut nicht geklappt. Scheiß Home-Telefon. Aber naja, ich hätte den Mut dazu gehabt. Hast du schon mal ein Video vom anderen cringe gefunden? Wenn ja, welches? Also ich will nicht sagen das ganze Video, aber es gibt sicher immer wieder mal so kleine Parts, wo man so denkt, so, nein, hast du gerade nicht gemacht. Hast du nicht gemacht. Wie zum Beispiel vor 2 Wochen, ich blamiere mich vor der Kamera, anderes Level unangenehm. Ja. Wo du an dem, was ist das, Mozzarella-Stick oder so? Das ist schon recht cringe. Ja, das ist wirklich cringe. Oder Corona Halloween ist ab und zu ein bisschen cringe gewesen. Ja, das ist gerade das Einzige. Aber bin ich voll die gleiche Meinung von dem her. Ja. Schon mal was mit einem anderen YouTuber gehabt? Ja. Nächste Frage. Nenn 2 Eigenschaften, die dir bei einem Sexpartner wichtig sind. Dass er super, also gepflegt ist, dass er älter als ich ist. So ein Opi wäre schon geil, oder? So ein Sugar Daddy würde mir nicht nice sein. Wir kommen zu der letzten Frage. Es wird endlich! spannend. Wechsle das Kleidungsstück. Was wechselst du? Was gibst du mir? Ich glaube, ich gebe mir eine Jacke. Ich sehe so. Wie was? Ein Wiki. Oh, hast du das gehört? Warte. So, das ist es mit dem Video. Das waren alle Fragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, bei der Larouche ihrem Video vorbeischauen. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Und ganz wichtig, Glocken aktivieren. und ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Jahr 2021. Ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Würde mich.